Wir haben uns in die Schweiz verliebt. Und jetzt wollen wir ganz gern dahin, weil das frische Wasser dort einfach ganz anders schmeckt. Die Berge, die Luft. Und was die Schweiz hat, dass die halt überall Bunkers gebaut haben. Dort wird es anders für uns als Familie. Die Schweiz. Wow. Ein Sehnsuchtsort. In der Schweiz ist man besonders höflich. So nett, so freundlich. Vermögensturbo Schweiz. Jahr für Jahr kommen mehr Menschen ins Land als gehen. Die Bevölkerung wächst schnell. Ich werde dafür halt Bewerbung schreiben und Wohnung besichtigen bis zum geht nicht mehr. Die Zuwanderung verändert die Schweiz. Es sind zu viele Leute in unserem Land, in unserem kleinen, schönen Land. Also ich finde es jetzt langsam wird lange so. Müssten wir dann auch wieder einmal ein bisschen unter uns sein, oder? Und eine Partei will die Zuwanderung begrenzen. Wir wollen hier niemandem was wegnehmen, wir wollen ergänzen. Und das, denke ich mal, können wir ganz gut. Welches Wachstum will die Schweiz? Das wollen wir wissen. Leimbach. Eine geplante Asylunterkunft stößt auf Widerstand. Ihr habt das Gefühl, es sind zu viele Asylsuchende da? Ja, natürlich, viel zu viel. Wer schaut, dass die Leute nicht einfach rumlungern auf unseren Spielplatz? Mit dem Turm, wo jetzt noch einmal 250 sollten kommen, haben halt natürlich Familien und Kinderschulhaus nebendran und. Die haben berechtigte Sorgen natürlich. Es kann nicht sein, dass Quartiere wie am Zürichberg so wenig haben. Und Leimbach hat einfach alles. Vor was habt ihr Angst? Ja, dass es einfach überbordet irgendwie. Also ich werde meine Kinder nicht mehr allein den Schulweg machen lassen. Wir kommen uns manchmal vor wie der Container von der Stadt Zürich. Die Leute fühlen sich unfair behandelt. Denn in Leimbach gibt es bereits mehrere Asylunterkünfte. Vor welchen Folgen konkret habt ihr Angst? Ich weiss nicht, man muss täglich Zeitung aufschlagen, man muss ein bisschen über die Grenzen schauen, in unsere Nachbarländer. Ich habe 2 Kinder, ich bin selber eine Frau, also ich habe Angst vor mehr Gewalt. Anwohnende haben eine Petition gegen die Asylunterkunft eingereicht. Romy Dietika lebt seit Jahrzehnten hier. Die 79-Jährige engagiert sich sozial. Aber auch sie hat die Petition unterschrieben. Mich beunruhigt nicht, dass Asylsuchende hier kommen. Aber ob die von der Stadt, die Verantwortlichen vom Sozialdepartement, sich das bewusst sind, was das heisst an Begleitung, an Kontakt zu der Bevölkerung, da vertraue ich nicht so ganz. Die Stadt lädt zur Informationsveranstaltung, will beruhigen und Klarheit schaffen. Die Antwort ist unsere Stadt bislang noch schuldig geblieben. Das Interesse ist groß. Der Zugang wird kontrolliert. Einlass nur mit gültigem Ticket. Wir können nicht rein. Wir haben nicht einmal eine Einladung bekommen, ganz viele Leimbacher. Und auch, dass es eine Anmeldung braucht für so einen Anlass, ist eigentlich schon, finde ich, gar nicht. Die Stadt muss eine größere Location finden. Wir dürfen rein, aber die Stadt verbietet Ton- und Videoaufnahmen. Viele müssen draußen bleiben. Ein paar Stunden vorher. Romy Dietika zeigt uns die geplante Asylunterkunft. Jetzt sind wir da. Dieser Turm soll Wohnraum für Geflüchtete werden. Als Zwischennutzung für die nächsten Jahre, bis das Gebäude saniert wird. Letztes Jahr war hier noch ein Altersheim. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden verlegt. Also hat man weit über 90-Jährige irgendwo in der ganzen Stadt haben die dann Plätzchen bekommen, irgendwo. Entwurzelt vom Quartier, völlig entwurzelt. Und das war ein Ärger für das Quartier? Ein riesen Ärger, auch von mich, und zwar, weil es nicht sauber kommuniziert wurde. Einfach, wir machen. Auch die Integration macht ihr Sorgen. Die kommen ja hierher, die sind allenfalls traumatisiert, haben Furchtbares erlebt, eine andere Sprache, eine andere Schrift, alles, andere Gewohnheiten. Die muss man begleiten. Seit 45 Jahren lebt Romy Dietika in Leimbach. Sie kennt viele.
Rani, bist du immer noch am Zügeln? Oh, viel Glück. Sind Sie für die Asylanten, die hierher kommen? Oder gegen das? Du findest, es hat zu viel? So Nein, es hat noch nicht zu viel, aber wenn dann nur 300 kommen, dann ist es ein bisschen zu viel. Ja. Hat dir das Mami gesagt, wegen der 300? Nein, TikTok hat es ihm gesagt. TikTok? Aktuell leben 226 Geflüchtete in Leimbach, verteilt auf 8 Standorte. Mit der neuen Asylunterkunft kommen weitere 200 dazu. Die Angst vor steigender Kriminalität, ein Argument der SVP in der Zuwanderungsdebatte. In Leimbach hat die Polizei bisher keine größeren Probleme festgestellt. Romy Diertiker hat ihr Leben lang Freiwilligenarbeit geleistet, für Menschen auf der Flucht. Jede Woche liest sie einem afghanischen Mädchen vor. Jetzt seid ihr so sozial engagiert und habt euch auch immer wieder gearbeitet mit Asylsuchenden. Und jetzt wehrt ihr euch gegen ein Asylzentrum. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Ich wehre mich nicht gegen das Asylzentrum, sondern das Ausmaß der Menschen, die wir hier also unterbringen, finde ich jetzt nicht so ein tolles Wort, die da einziehen sollen. Ihr habt ja, spüre ich, ein inneres Dilemma, oder? Ja, sehr. Könnt ihr das mal formulieren? Also, mein Dilemma ist, dass ich in diesen geflüchteten Menschen den Mensch sehe, das Schicksal sehe, das, was er gemacht hat. Dann kommt mir so die Geschichte, das Boot ist voll und all so Zeug, die Geschichten vom Zweiten Weltkrieg in Sinn. Dann sage ich, ja, aber das darf ja nicht sein. So eine Schweiz wettet ihr nicht? Nein. Sozialvorsteher Golta stellt sich den Fragen der Bevölkerung. Doch der Widerstand bleibt. Wir sind angewiesen aufgrund der Flüchtlingssituation eigentlich auf alle Strukturen, die irgendwie nutzbar sind. Und da ist jetzt tatsächlich die Struktur in Leimbach sehr geeignet. Und wegen dem gibt es keine Alternative dazu. Ich habe jetzt auch viele Leute gehört, die mir sagen, es ist ja schon jetzt ein Ausländeranteil von etwa 36% in Leimbach, die sagen, das ist einfach nicht mehr das Leimbach, das ich kenne. Was könnt ihr zu dem sagen? Ja, es ist etwas, was wir natürlich in vielen Quartieren in der Stadt wahrnehmen. Am einen Ort sind es eher Geflüchtete, am anderen Ort sind es eher Expats, wo man genau das findet. Sie reden nicht mehr die gleiche Sprache, sie kommen von anders her, man fühlt sich nicht mehr so heimisch. Also ich glaube, das ist ein Teil aktuell von der Entwicklung in der Stadt Zürich. Romy Diertiker hat Antworten bekommen. So wie es jetzt aussieht. Ja gut, es wird natürlich alles schön gelegt, gell? Das ist logisch. Die sagen ja gar nichts Negatives. Das kommt alles wunderbar und alles gut. Für Romy Diertiker stimmt es, denn die Stadt sagt, statt 300 Menschen kommen maximal 200. Zur Hälfte Familien, zur Hälfte alleinreisende Männer. Wer darf kommen? Wer darf bleiben? Und wo sollen die Asylsuchenden wohnen? Das Thema wird in der Schweiz emotional diskutiert. Auch in der Debatte über Zuwanderung. Dabei ist Asyl nicht der Haupttreiber. Von den Menschen, die in den letzten 10 Jahren in die ständige Wohnbevölkerung eingewandert sind, kamen 14% über den Asylweg. Wie setzt sich die Zuwanderung zusammen? Letztes Jahr kamen knapp 75.000 Personen mehr ins Land als Personen die Schweiz verließen. Das nennt man die Nettozuwanderung. Die Mehrheit, knapp 2 von 3 Zuwanderern, kamen aus EU- und EFTA-Staaten, also aus Europa. Rund 1/3 kam aus sogenannten Drittstaaten in die Schweiz. Zusätzlich gibt es Menschen, die erst gerade in die Schweiz geflüchtet sind und nicht zur ständigen Wohnbevölkerung gezählt werden, weil nicht klar ist, ob sie bleiben dürfen. Das waren letztes Jahr rund 26.000 Asylsuchende mit laufenden Verfahren sowie rund 13.000 Personen mit Schutzstatus S aus der Ukraine. Aber auch diese Menschen fahren Zug, brauchen vorübergehend eine Unterkunft oder einen Platz in der Schule. Der Großteil der Zuwanderer kommt also aus Europa, insbesondere aus unseren Nachbarländern. Von 100 Zuwanderern sind 13 aus Deutschland. Auch sie will in die Schweiz, Patricia Masé. Die Schweiz, ihr Traumland. Wir haben uns in die Schweiz verliebt. Die Berge, die frische Luft, vor allen Dingen leistungsorientierte Arbeitsweise der Schweizer. Das haben die den Deutschen voraus, habe ich das Gefühl. Was fehlt Ihnen hier?
was fehlt mir hier? Ich habe das Gefühl, hier kann ich nicht wachsen. Hier wird man eher so flach gehalten, habe ich das Gefühl, während die Schweizer dir die Chance geben, auch groß zu werden, zu wachsen wie eine Blume. Und ja, das habe ich hier irgendwie jetzt nicht gefunden. Seit Monaten bereitet sie sich vor. Online. Die Community der Auswanderer ist groß. Ordentlich, zuverlässig und wohlhabend. So wird das kleine Alpenland mitten in Europa beschrieben. Wo gibt es denn noch so ein Stück heile Welt? Platz 1 der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen. Es ist halt Schweiz direkt aufgeploppt. Ich nehme dich an die Hand. Vorteil Nummer 1, die Steuern. Vermögensturbo Schweiz. 10 Jahre Schweiz, ne? Mit schön viel Geld, Fazit. Ne? Ein weiterer Vorteil ist die Internationalität der Schweiz. In der Schweiz ist man besonders höflich. Die Mentalität der Leute. So nett, so freundlich, so entgegenkommend, respektvoll, wirklich, wirklich klasse. Wird kaum gehupt. So wundervolle Natur. Entspannter, entschleunigter. Du fühlst dich wirklich frei und du kannst so krass abschalten. Die 7 Schritte in die Schweiz. Haben Sie das Gefühl, die Schweiz wartet auf Sie? Ja, um Gottes Willen. Schön, dass ich unterbrochen habe, aber direkt so auf gar keinen Fall. Bis letzten Dezember arbeitet Patricia Masy als Sachbearbeiterin bei einer Bank. Einen solchen Job möchte sie nun in der Schweiz. Die Stellensuche ist aber schwierig. Die Schweiz hat so viele Suchende und nicht genug Stellen. Da sucht man natürlich die Spreu im Weizen, ne? Die Kirsche auf der Torte. Und ich sage mal so, ich habe zwar eine gute Ausbildung genossen und auch schon einige Jahre Berufserfahrung, aber ich bin nicht der Spezialist in der XY-Branche. Die Wohnungssuche läuft besser. Morgen geht's in die Schweiz für eine Besichtigung. Mit Mann und Kind. Ihr Mann, Pakistaner, ist vor über 10 Jahren nach Deutschland geflüchtet. Er arbeitet hier in Leipzig für das Schweizer Möbelunternehmen USM. Fühlen Sie sich hier in Deutschland willkommen? Ich habe nicht verstanden. Fühlst du dich willkommen? You feel respected from the persons here? In Germany? Das ist eine sehr gute Frage. Hier ist ein bisschen, manchmal wir fühlen, ist etwas für something, you know, Rassismus. Die Haut. Rassismus? Ja. Yes. Ja. In der Schweiz ist es egal, welche Hautfarbe du hast, aber bitte mit Respekt. Und hier ist es halt so, du wirst sofort abgestempelt mit der Hautfarbe. Sie holen Sohn Noah von der Kita ab. Weißt du, wohin wir fliegen? Ja. Hat sie? Genau, zur Schweiz. Auswandern, das wollen sie auch für ihr Kind. Wo nichts so Schönes? Ja, such mal Goldnuggets, die brauchen wir. Für die Auswanderung perfekt. Also hier sieht man mal einen kleiner Spielplatz, eine Rutsche, ein Klettergerüst. In der Schweiz kann man halt auch mal sagen, wir gehen mal zu Fuß einfach mal ein bisschen auf die Berge wandern. Das fällt hier komplett weg. Ihr Ziel? Spätestens diesen Sommer soll es losgehen, damit ihr Sohn in der Schweiz eingeschult werden kann. Ich habe gehört, dass es halt da mehr auf Motorik erstmal gesetzt wird, das Thema. Und das braucht mein Kind. Ich glaube, da wird in der Schweiz besser gefördert als in Deutschland, wo er erstmal direkt vom Hefter gesetzt wird und bitte jetzt A bis Z auswendig lernen. Patricia Masy hat aber auch die Diskussion über Zuwanderungsbegrenzung in der Schweiz mitbekommen. Ich kann es sogar nachvollziehen. Das ist halt, die Stadt kommt nicht mit beim Wachsen, wie die Leute einwandern. Das beste Beispiel ist jetzt die Bahn. Das ist ja bei uns super chaotisch, dass du mal pünktlich ankommst, das ist ein Wunder. Und in der Schweiz, du kommst fast so gut wie immer pünktlich. Die Schweiz hat da einfach so einen guten Ruf und die haben halt Angst, dass das kaputt geht. Ich versuche den Schweizern zu vermitteln, dass ich nicht ein Feind bin, sondern ein Freund, der mithelfen möchte. Also ich möchte ja nicht dahin kommen und dann vom Sozialstaat leben. Und die Kindernachwuchszahlen gehen auch stark zurück. Und wir können das Kind schon mal mitbringen, was später das Rentensystem hoffentlich stabilisieren kann. Am nächsten Morgen geht's in die Schweiz. Mit dem Flugzeug, weil die Deutsche Bahn unzuverlässig geworden sei. Guck mal, hier siehst du hier, da ist die Valiantbank, die Kantonalbank und die UBS ja auch noch. Ich finde das so toll. Also eigentlich müsste ich einen Arbeitsplatz finden, ganz einfach. Und toll, immer noch so richtig schon hier. Oh, glasklar. Nicht da runter, guck mal da unten. Da kannst du sogar die Steine sehen. Schön mit den Fahnen. Das kennen wir gar nicht in Deutschland, ne? Dass wir unseren Nationalstolz zeigen mit den Fahnen oder so. Ne? Da wirst du ja eher schlecht angeguckt. Ne?
In einem Schaufenster entdeckt Saqib Masih ein Möbelstück der Firma USM, sein Arbeitgeber in Deutschland. Er bekäme eine Stelle am Hauptsitz hier im Kanton Bern. Deshalb will die Familie nach Thun. Doch der Weg ist kompliziert. Weil ihr Mann aus einem Drittstaat kommt, muss sie zuerst einen Job finden. Erst dann könnte er die Stelle antreten, weil er als Familiennachzug gilt. Und dann die Wohnungsbesichtigung. 3,5 Zimmer und es kostet 2025 Schweizer Franken. Sie hat schon ein paar Wohnungen in Thun angeschaut. Wie war's? Genau. Es war wunderschön, die Wohnung. Meine Güte, wir haben sie gesehen. Der Ausblick. Oh mein Gott, du hast die ganzen Berge so wie ein Panoramabild vor dir. Es ist klar, die Zuwanderung verschärft die Wohnungsknappheit in der Schweiz. Sie sind Teil davon. Stimmt, kann man nicht schönreden. Wir nehmen halt jetzt gerade einen Schweizer die Wohnung weg, ja. Aber wir machen es nicht umsonst. Wir wollen nicht hier auf Kosten der Stadt leben, sondern wir werden der Wirtschaft was zurückgeben, indem wir hier Arbeit antreten und der Wirtschaft helfen, weiter zu wachsen. Doch noch ist vieles unklar. Kein Job, keine Wohnung. Nur die Hoffnung, dass es an diesem neuen Ort klappt. Es ist wie im Pokal. Man möchte den ersten Platz und was macht man dafür? Trainieren. Und ich werde dafür halt Bewerbung schreiben und Wohnung besichtigen bis zum geht nicht mehr. Eines Tages wird es klappen. Viele Menschen wollen in die Schweiz. Und manche sorgen sich, dass es zu voll wird und man begrenzen soll. Ich glaube, die wollen halt auch die Idylle beibehalten, dass die Berge halt nicht überwandert wird. Und da kann ich verstehen, dass die Menschen sagen, jetzt stoppt mal bitte hier. Aber Sie wären ja dann auch mit Ihrer Familie ein Teil der Zuwanderung, ein Teil der Menschen, die gewisse Leute sagen, machen das Land zu voll. Also es sind noch nicht 20, 30 Leute, sind die so quetschen. Noch haben wir ja Platz, also von außen betrachtet. Und von daher finde ich, wir wollen hier niemandem was wegnehmen, wir wollen ergänzen. Und das, denke ich mal, können wir ganz gut. Und ich möchte sagen, wir werden zuerst einen Job finden. Wir werden der Schweizer Wirtschaft helfen, wir werden arbeiten, Geld verdienen und Steuern bezahlen. Win-win situation for everyone. Ja, genau. Die Schweiz, der Traum der Familie Masih. Und ein Land, das wächst. Die Geburtenrate ist zwar so tief wie noch nie, dafür ist die Zuwanderung hoch. Die Schweizer Bevölkerung wächst im europäischen Vergleich außergewöhnlich stark. Viel stärker als alle unsere Nachbarländer. Seit dem Jahr 2000 um rund 1,9 Millionen Menschen. Diese Bevölkerung wohnt, arbeitet, bewegt sich. Mehr Menschen, mehr Verkehr. 2024 gab es Rekordwerte bei den Staustunden und die SBB transportierten 2025 mit 1,43 Millionen so viele Menschen pro Tag wie nie zuvor. Bahnhof Bern. Es ist Rush Hour. Kurz herrscht Dichtestress. In der Zuwanderungsdebatte fällt dieser Begriff immer wieder. Spürt man, dass mehr Menschen unterwegs sind? Ja, eigentlich schon. Ich merke das nicht wirklich. Das merkt ihr, aber im Bus, im Tram, im Zug. Die Züge sind platschen voll. Kommt sehr auf die Strecke drauf an. Aber ich weiß nicht, also in den letzten paar Jahren ist es nicht viel mehr geworden. Also wenn man so zu den Stosszeiten finde ich es sehr mühsam. Nein, habe ich jetzt nie so richtig bemerkt in meinem Alltag. Hat mich das nie beeinträchtigt, auf keinen Fall, nein. Wahnsinnig viel Verkehr. Ich habe es jetzt nicht persönlich wirklich bemerkt. Vielleicht manchmal in der Stadt kann es ein bisschen voller sein, aber ich sage so, als Person selber fällt es einem vielleicht nicht auf, weil man nicht immer an allen Orten gleichzeitig sein kann. Früher konnte man da über die Straße laufen, ohne bald zu schauen und ein bisschen hören. Ja, und jetzt macht es einfach schwupp, schwupp, schwupp. Noch nie lebten so viele Menschen in der Schweiz wie heute. 9,1 Millionen.
Also schlecht finde ich es überhaupt nicht. Es ist unterschiedlich. Auf der Straße, in den Restaurants, in den Kino, überall. Stört es nicht? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich finde, jeder hat Recht zu sein, wo er sein will. Möchten die Menschen, dass weniger ins Land kommen? Es gibt eine Initiative von der SVP, die möchte die Zuwanderung begrenzen. Die Schweiz soll nicht mehr als 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben. Findet ihr das richtig? Ja, ich finde schon. Also, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht. 10 Millionen? Nein. Ja, definitiv. Man könnte vielleicht so ein bisschen strenger kontrollieren, aber jetzt wirklich 10 Millionen fixe Zahl machen, finde ich keine gute Idee. Wir haben einfach die Ressourcen hier nicht mehr. Ob es das Richtige ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist richtig, dass man darüber diskutiert. Die Leute, die Hilfe brauchen, sollten die Möglichkeit haben, auch in unser Land hineinzukommen. Es wäre gut, wenn man es begrenzen könnte, aber ich will niemandem vor dem Glück stehen. So. Ich kann es nicht sagen. Also nein, eigentlich nicht. Nein. Es klagen alle, sie haben zu wenig Leute zum Arbeiten und so. Und es kommt vor allem von der SVP, darum bin ich sicher dagegen. Wir reisen weiter. Am Nachmittag. Im halbleeren Zug. Viele sehen die Zuwanderung kritisch. Und gleichzeitig fehlen Arbeitskräfte. Dieser Widerspruch prägt die Debatte. Die Schweizer Wirtschaft braucht in vielen Bereichen Fachkräfte aus dem Ausland. Rund 1/3 der Erwerbstätigen hat keinen Schweizer Pass. Im Gastgewerbe und auf dem Bau sind es sogar noch mehr. Die Regierung sagt, ohne Zuwanderung kein stabiles Gesundheitswesen. Wir wollen eine Schweiz, die funktioniert. Dafür brauchen wir die Ärztin aus Deutschland, den Pfleger aus Frankreich, den Tunnelbauer aus Spanien und die Servicemitarbeiterin aus Polen. Heute haben fast 3/4 der neuen Ärztinnen und Ärzte ihr Studium im Ausland gemacht. Wie abhängig sind unsere Spitäler von der Zuwanderung? Wir fragen nach im Kantonsspital Aarau. Jede 3. Person, die hier arbeitet, kommt aus dem Ausland. Es ist Einführungstag. Jeden Monat starten viele neue Mitarbeitende in ganz unterschiedlichen Berufen. Für was für eine Stelle kommt ihr? Als Arztsekretärin. Pflege. Teamleitung. Als Fachfrau Gesundheit. Fachfrau Neonatologie. Ich fange als Fachfrau Gesundheit auf der HNO-Station an. Heute haben 80 Personen ihren ersten Arbeitstag. Ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen. Ein Teil kommt aus dem Ausland, aus 14 verschiedenen Nationen. Eine von ihnen, Husna Rustamkai aus Deutschland, ursprünglich aus Afghanistan. Ich trete als Pflegefachfrau hier in dem Haus, in Kreissaal und Wochenbettstation. Merkt man das, dass man gesucht ist, dass die Leute einen brauchen? Ja, also was die alles anbieten. Natürlich, dass man denkt, oh, die brauchen schon die Unterstützung von Pflegekräften, Ärzte oder andere Bereichen. Am ersten Tag steht sie noch nicht im Kreissaal. Für die Neuen gibt es ein Feuerlöschtraining. Instruktionen vom deutschen Kollegen. Einfach nach hinten umschlagen, so sind eure Hände nämlich geschützt. Fachkräfte wie sie sind europaweit gesucht. Sie hätte auch anderswo einen Job bekommen, fand die Schweiz aber am attraktivsten. Gute Arbeitsmöglichkeiten. Arbeitszeiten sind für mich auch eine andere Qualität. Deutschland hat kürze Arbeitszeiten, aber dafür sehr stressigen Tag. Und der Lohn ist besser, die Wohnmöglichkeiten ist besser und die Schönheit von Aarau. Im Kantonsspital Aarau arbeiten fast 5000 Menschen aus 77 Ländern. Ihr stellt Leute aus der halben Welt. Könntet ihr die nicht einfach in der Schweiz finden? Nein, das würde gar nicht gehen, wenn Sie sehen, wie die Belegschaft im Spital aussieht, oder? Die ist bunt. Aber der Schweizer Arbeitsmarkt würde die nicht hergeben, die Leute? Nein, nicht komplett. Nicht in unserer Vielfalt, oder? Nicht in unseren x unterschiedlichen Berufen, in diesen x Ausführungen, in diesen tiefen Pensen, in diesen Spezialisierungen. Das will leider nicht. Jetzt gibt es Bestrebungen, dass man sagt, man soll die Zuwanderung begrenzen. Würde das funktionieren? Also, es gibt sehr viele Funktionen, die gehen, die wir im Übrigen auch sehr gut auch in der Schweiz mit Schweizer oder mit eingebürgerten Schweizerinnen und Schweizer besetzen. Aber bei den hochspezialisierten Berufen, wir müssen uns dort konkret Gedanken machen. Perparim Limani ist Chefarzt
und leitet das Viszeral-Onkologische Zentrum. Das Spital braucht Fachleute aus dem Ausland, auch für die Ausbildung des Nachwuchses. Und wenn man jetzt nur in der Schweiz rekrutieren müsste, wäre das schwierig? Ich glaube, für uns wäre das im Moment kaum vorstellbar. Wir haben gewisse Vorteile als Zentrumsspital, weil wir das ganze Angebot hier haben, sind wir ein attraktiver Arbeitgeber. Nichtsdestotrotz ist für uns relevant, dass wir auch, wie heute hier demonstriert, auch wirklich in die Ausbildung investieren, dass wir Studierende bei uns haben. Das ist eine exzellente Frage. Chefarzt Limani und sein deutscher Kollege Philipp Krohn unterrichten Studierende. Absolut richtig. Philipp Krohn kam als Unterassistent in die Schweiz und kehrte nach Ausbildungen weltweit hierher zurück. Absolut korrekt. Was mich hat einfach die Philosophie hier in der Schweiz sehr fasziniert. Einfach diese, sagen wir, flache Hierarchien. Der fehlt dafür in Deutschland. Ja, das ist richtig. In Deutschland ausgebildet und dann in die Schweiz gekommen. Aber es war ein sehr attraktiver Arbeitgeber und das hat mich am Ende dazu bewogen, hier zu starten. Hochspezialisierte Medizin, wie etwa Operationen mit dem Da Vinci-Roboter. Ferngesteuert wird hier eine Magen-Bypass-Operation durchgeführt. Ah, schön. Für Perparim Limanis Team gilt, er will die Besten. Für uns ist wirklich relevant, hochqualifiziertes Personal zu haben, für hochspezialisierte Medizin, das, was wir hier machen. Dass wir die besten Leute und die talentiertesten Leute hier haben können. Woher sie kommen, spielt keine Rolle. Operationstechniker Roberto Ricci stammt aus Italien. Man lernt viel von anderen Menschen, die eben andere Charaktere haben, andere Kultur, oder? Und das ist sehr, sehr interessant. Vom Operationssaal zum Reinigungspersonal. Sie sind beide nicht aus der Schweiz. Woher sind Sie? Aus Eritrea. Und ich komme aus Serbien. Das Team ist sehr international, Ja, oder? wir sind von der ganzen Welt. Verschiedene. Ja. Gibt es überhaupt Schweizer und Schweizerinnen im Team? Nicht hier, keine. Niemand. Nur Chef. Rado Savjevic ist Gruppenleiterin und Kollegin Zerey ist ihre Stellvertreterin. Hallo zusammen. Hoi zusammen. Hoi, hoi. 150 Personen arbeiten in der Reinigungsabteilung. Fast nur Ausländerinnen und Ausländer. Warum ist es so? Glauben Sie, die Schweizerinnen wollen diesen Job gar nicht machen? Sie kann schon, aber wollen nicht. Vielleicht wollen nicht. Wir haben hier nicht geboren und nicht Schule gemacht und dann wird das einfacher für uns, Job finden oder Arbeit. Ohne ausländische Arbeitskräfte läuft das System hier in Aarau nicht. Doch je mehr Menschen kommen, desto mehr braucht es. Mehr Gesundheitsversorgung, mehr Infrastruktur und dafür wiederum mehr Arbeitskräfte. Experten sind sich einig, Zuwanderung schafft auch neuen Fachkräftemangel. Und die Zugewanderten brauchen alle ein Dach über dem Kopf. Seit dem Jahr 2000 wurden in der Schweiz 1,3 Millionen Wohnungen gebaut und trotzdem suchen Tausende nach einem Zuhause. Wo es die Zuzüge aus dem Ausland hinzieht, bei uns online. In den letzten 10 Jahren entstanden in der Schweiz 63% des zusätzlichen Wohnraums wegen der Zuwanderung. In den letzten 3 Jahren verloren wir rund 33 Quadratmeter unversiegelten Boden pro Minute. Das sind 3 Tennisplätze pro Stunde. Auch die Mietpreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen, vor allem in städtischen Gebieten. Vergleicht man die Kantone, ist Zug der Spitzenreiter. Hier ist die Durchschnittsmiete am höchsten. Ein kleiner Kanton in der Zentralschweiz, bekannt für seinen Reichtum und für seine Wohnungsnot. Wir treffen 2 Kantonsräte. Sie sind politische Gegner. Beiden macht das Wachstum des Kantons Sorgen. Adrian Risi von der SVP, Lucian Franzini, Generalsekretär der Grünen Schweiz. Er zeigt uns Neubauten. Solche Quartiere stören ihn. Anonyme Wohnblöcke von einem Grossinvestor angestellt.
Das Quartier stehe exemplarisch für den Boom in Zug. Wir haben eine der höchsten Wachstumsraten, was die Bevölkerung betrifft. Die Anzahl Firmen sind explodiert und man hat wirklich viel gebaut. Es werden Wohnungen zur Verfügung gestellt, aber das reicht einfach nicht. Also, es gibt zu wenig Wohnungen und die Wohnungen sind zu teuer. Was heisst das konkret im Alltag? Ganz konkret heisst das, wenn man jetzt auf ein Immobilienportal geht, hat man 4-5 Wohnungen. Dort kostet eine 3,5-Zimmer-Wohnung 4'000 Franken unter Umständen. Also es gibt einfach nichts, was wirklich bezahlbar ist, wenn man einen durchschnittlichen normalen Lohn hat. Für die Linken sind überrissene Renditen schuld an den hohen Mieten in der Schweiz. In Zug, sagt Franzini, schuld sei die Tiefsteuerpolitik des Kantons, die Firmen und damit Arbeitskräfte anzieht. Im Zuger Kantonsrat ist die Finanzstrategie heute Thema. Lucian Franzini kritisiert. Dieses ständige Streben nach mehr ist der Motor für den unkontrollierten Zuzug, der unsere Mieten explodieren lässt und die Infrastruktur an ihre Grenzen bringt. Finanzdirektor Heinz Tendler mag das Steuerargument nicht mehr hören. Die Steuern werden immer verteufelt. Die Steuern spielen sicher eine Rolle, aber sind nicht das Maß aller Dinge. Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass wir diese Wohnsituation in der gesamten Schweiz und hier im Zug haben, wie sie nun ist. Die Zuwanderung ist ein ganz wesentlicher Faktor, der gerade auf diesem Gebiet den entscheidenden Unterschied macht. In diesem Sinne, ja, wir wollen keine 10 Millionen Schweizer. Die SVP will die Bevölkerungszahl deckeln. Ihre Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz soll die Zuwanderung bremsen. Bei einer Annahme müsste der Bundesrat Maßnahmen treffen, sobald die ständige Wohnbevölkerung 9,5 Millionen überschreitet. Mit den Maßnahmen zielt die Initiative auf den Asylbereich, trifft in letzter Konsequenz aber auch das Freizügigkeitsabkommen mit der EU. Bundesrat, Parlament, Kantone und die Sozialpartner – alle lehnen die Initiative ab. Sie warnen: Wir dürfen die Brücken nach Europa nicht abbrechen. Aber genau das will diese Initiative. Sie greift den bilateralen Weg mit der EU frontal an. Das würde unsere Wirtschaft hart treffen und wir alle hätten weniger Geld im Portemonnaie. Mit der Initiative wird keine Wohnung billiger, im Zug wird kein Sitzplatz frei und kein Stau löst sich deswegen auf. Mittagszeit in Zug. Nach der hitzigen Debatte gehen alle Kantonsrätinnen und Räte zusammen essen. Eine Tradition. Also ihr seid politische Gegner, aber eigentlich seid ihr euch total einig. Ihr findet, der Zug ist schnell gewachsen und ihr wollt, dass nicht mehr so viele Leute kommen, oder? Ich glaube, dort gibt es wirklich eine grosse Differenz zwischen was man denn für Massnahmen ergreifen will oder ob man überhaupt Massnahmen ergreifen will. Im Moment die offizielle Regierungsdoktrin, auch von der rechten Mehrheit inklusive SVP, ist weiter wie bisher. Man will weiterhin an der Spitze sein, was Finanzpolitik betrifft. Man will weiterhin Firmen auf Zug locken, weiterhin das Wachstum vorantreiben. Aber die SVP möchte doch, dass weniger Leute kommen. Wir wollen weniger Leute, ja, und wir wollen hauptsächlich qualitativ die richtige Migration machen. Wir sehen, dass momentan halt einfach sehr viele Leute, zu viele Leute kommen. Kollateralschaden haben wir jetzt vorher gehört. Es kostet einfach sehr, sehr viel Geld in allen Bereichen. Und was wir jetzt einfach wollen, ist, dass wir die richtigen Leute nehmen und auf der Asylschiene Korrekturen machen. Herr Franzini, im Grundsatz, im Anliegen, weniger Leute, die in die Schweiz kommen, das würde eigentlich schon dem entsprechen, was ihr jetzt hier euch vorstellt? Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht die Vision. Wir haben ein Land, das auf Einwanderung basiert. Was wir aber ehrlich uns die Frage stellen, ist, wie viele Firmen wollen wir noch in die Schweiz und auf Zug locken? Man rollt den Experten den roten Teppich aus. Also sind halt nicht nur Experts, das ist falsch. Das ist die ganze Breite von Leuten, die reinkommen. Und das ist ein Teil Experts im Kanton Zug, vielleicht spezifische Experts, aber wir müssen es auf die Schweiz aufbrechen. Dort sind es halt einfach alle anderen auch. Und das ist doch einfach nicht logisch, wenn man sagt, wir brauchen die Leute, um nachher die ganze Fachkräftemangel zu lösen. Und am Schluss ist er gleich nicht gelöst. Also das ist einfach der Punkt. Das ist einfach der Punkt. Ohne Migration würde unser Spital hier in Zug auch nicht funktionieren. Adrian Risi ist Unternehmer, verwurzelt hier in Zug. Er zeigt uns Land,
das, so sagt er, viel zu teuer verkauft wurde. Weil die Nachfrage so groß sei. Statt 100 Millionen ist das etwa für 250 Millionen raus. Und was stört euch an dieser Entwicklung? Mich stört, dass der Zucker eigentlich das nicht mehr zahlen kann. Es ist einfach ein grosser Druck, der den jungen Leuten im Mittelstand Angst macht, dass man eigentlich faktisch das sich nicht mehr leisten kann. Eventuell sogar dann muss aus dem Zug rausgehen. Und das ist einfach etwas, was wir gesellschaftspolitisch sehr, sehr ernst nehmen. Man kann sagen, das ist Wachstum und das hat gerade eure Partei ja wollen. Ja, definitiv so. Wir haben auch profitiert davon, aber es gibt Grenzen. Und die Nachhaltigkeitsinitiative, mit der wollen wir jetzt einfach die Grenzen setzen und einfach sagen, es ist nicht mehr machbar. Risi stammt aus einer Immobilienfamilie. Die Firma entwickelt Industrieprojekte und verwaltet Immobilien. Also das gehört alles euch hier? Ja, das gehört alles uns. Also die Häuser, die wir hier sehen? Ja, genau, das sind die Häuser. Ja. Seit 1911 sind wir hier. Ja. Aber dann seid ihr ja auch Profiteur von dieser Zuwanderung, weil ihr könnt das teuer vermieten. Ja, definitiv. Ja. Wer Land hat, hat Vorteile in Zug spezifisch, ja, wo natürlich die Preise noch höher sind. Ja, das ist so. Ja. Darum klönen wir selbstverständlich auch nicht. Das ist eine Situation, die wir heute schon fast ausnutzen können. Machen ihr aber nicht? Machen wir nicht, nein. Risi vermietet 26 Wohnungen. Eine 2,5 Zimmer für 2.300 Franken, eine 5,5 Zimmer für 4.200 Franken. Ist aber auch nicht ein günstiger Wohnraum. Ist nicht günstig, nein, ist aber natürlich Zuckerverhältnis. Aber die effektiven Zuckerverhältnisse, wenn wir jetzt so voll spekulieren, wäre 1.000 bis 1.500 Franken mehr pro Wohnung. Mal 26, man kann sich das mal vorstellen. Machen wir aber nicht. Wir haben Familien hier drin. Wir haben Oberweiler hier drin, die aus ihren Häusern raus sind und einfach eine Wohnung haben. 2 Wohnungen vermietet Risi an Expats. Doch grundsätzlich will er weniger ausländische Arbeitskräfte in Zug. Die Wirtschaft sagt das Gegenteil. Sie sagen, sie brauchen die Leute, brauchen Personenfreizügigkeit und die Initiative von der SVP gefährdet den Wohlstand. Ja, das ist natürlich weiterhin möglich. Wir können weiterhin 40.000 bis 50.000 Leute reinnehmen mit der Etappierung, die die Nachhaltigkeitsinitiative zeigt. Das ist nach wie vor möglich. Aber die 40.000 bis 50.000 Leute, die wir noch reinnehmen, das sind die dann richtig ins System hineinpassen und nicht solche, die uns noch belasten. Und wer entscheidet, wer darf kommen und wer ins System passt und welche Branchen die überkommen? Das muss man schauen, wie das ist. Da habe ich nicht eine definitive Lösung. Ich komme einfach natürlich aus der Kontingentsituation aus in der Bauindustrie, Saisonierstatut, die wir hatten. Ob das Richtige ist, weiss ich nicht. Aber wir müssen am Schluss einfach den Verteilen machen und hauptsächlich nach den Bedürfnissen. Also dort, wo sie braucht, die Leute müssen wir holen. Lucian Franzini führt uns weiter durch die Neubausiedlung und nimmt uns mit zu einer der raren grünen Flächen in Zug, die bald überbaut wird. Das ist ein Gebiet, wo man einerseits Wohnungen, aber auch Industrie und Büro weiterentwickeln will. Und es zeigt, also das Wachstum geht weiter. Es ist im Moment kein Ende in Sicht. Wir überbauen im Moment jede Minute 33 Quadratmeter. Unversiegeltes Land. Das muss euch stören als Grüne. Und eigentlich ist es doch eine einfache Rechnung. Kommen weniger Leute, braucht es weniger Platz, muss man weniger bauen. Das ist eben nicht so. Wir hatten null Migration in den letzten Jahrzehnten und wir hatten die gleiche Zersiedelung gehabt, weil einfach der Flächenverbrauch entkoppelt war vom Bevölkerungswachstum. Und das lösen wir mit einer Raumplanungspolitik, die eben effizient ist, die eben sinnvoll ist. Und das bekämpft die SVP. Die SVP hat das Raumplanungsgesetz bekämpft. Sie haben die Zersiedlungsinitiative bekämpft. Also auch das wollen sie nicht, sondern sie wollen eigentlich einfach ein bisschen Wilde Westen beim Bauen, aber einen Sündenbock zu haben. Und das wären dann eben die ausländischen Menschen. Ihr wollt die auch reinlassen? Habt ihr ja 12, 13, 14 Millionen Platz in der Schweiz? Nein, wir brauchen eine ehrliche Debatte, wie viel Wirtschaftswachstum das wir wollen, wie viele Firmen wir wollen auf Zug oder sonst in die Schweiz anlocken. Weil das ist im Moment der Treiber. Alle Menschen oder der Großteil von den Menschen, die eben in die Schweiz kommen wegen dem Job, weil ihre Partnerin oder der Partner einen Job hat oder so. Und dort braucht es die ehrliche Auseinandersetzung. Welches Wachstum will die Bevölkerung? Samstagabend. Eishockey. Ambri Piotta gegen den EVZ. Hier kommen Generationen zusammen. Heimat und Lokalstolz. Was halten die Menschen von der SVP-Initiative
der 10 Millionen Schweiz. 10 ist eigentlich keine schlechte Zahl. Die Schweiz wächst im Moment zu schnell. Zu viele Leute. Deckeln finde ich eigentlich nie gut, also einfach künstlich eingreifen. Ich bin grundsätzlich dafür, dass man dort wohnen, wo man sich das vorstellen kann, wo man das möchte. Es sind zu viele Leute in unserem Land, in unserem kleinen, schönen Land. Irgendwann ist es mal voll. Gerade heute Abend haben wir es wieder gesehen. Wir sind jetzt von der Ostschweiz hierher gefahren. Und Raum Zürich ist einfach voll, also auf der Autobahn gestanden. Das sind eigentlich richtige Völkermassen, wenn es schön Wetter ist. Es braucht eine Lösung, letztendlich. Ob jetzt da die einzige richtige ist. Man kann es nicht einfach begrenzen, weil man einfach, die Wirtschaft muss laufen, unser Wohlstand, für das brauchen wir Leute. Das Wachstum wird sicher weitergehen und ich finde das auch richtig. Die Infrastruktur sollte ja im gleichen Maß sicher auch noch Schritt halten. Es sollte wahrscheinlich nicht mit diesem Rahmen weitergehen, oder so extrem schnell. Man muss Schulen frisch bauen, es braucht Hallen in Nidwalden. Ich finde es schade, wenn all das vollgebaut wird. Wenn wir einfach so, ich sage, masslos weiter Bevölkerungszuwachs haben, dann haben wir früher oder später ein grosses Problem. Und irgendwann ist halt einfach die Natur, das, was eigentlich die Schweiz auch ausmacht, ist irgendwann nicht mehr da. Müssten wir dann auch wieder einmal ein bisschen unter uns sein, oder? Also ich finde es jetzt langsam wird es länger so. Wir müssen sicher schauen, dass wir auch für die nächste Generation ja auch noch lebenswerten Kanton können, anbieten. Wie viel passen denn in die Schweiz? Wenn wir das wüssten. Adrian Risi ist Eishockey-Fan. Er kann an der Schlange vorbei. Plus das hier, ist gut. Denn er ist Verwaltungsrat des EVZ. Was ist die Firma? Und verfolgt das Spiel von der VIP-Lounge aus. Adrian, Salute. Ciao, ja. Der Präsident vom EVZ. Hier trifft sich die lokale Elite. Also, schönen Abend zusammen, gell? Tschüss. Geri, zum Wohlsein, ja. An diesem Abend gehe es aber nicht um Politik und Geschäfte. Da sind alle da, sei es Expats, sei es Vertreter von grossen Firmen, sei es die rassenreinen Zucker, sei es die Hertianer. Wir sind am Herti-Quartier hier. Das ist einfach für alle eigentlich der EVZ. Also da spielt die Politik keine Rolle, sondern das ist einfach die Emotion, die man hier will haben und eigentlich die Zuneigung zu dem Club. Der EVZ. Den Verein gibt es seit bald 60 Jahren. Heute ist ein besonderer Spielabend. Heute haben wir das neue Logo, das wir präsentieren. Alle total gespannt, wie es rauskommt. Wir gehen, das darf ich jetzt schon sagen, richtig retro. Wir gehen wieder zurück, eigentlich fast ins 67. Unser neues Symbol. Das ist es. Bewährtes erhalten. Die Identität schützen. Damit wirbt die SVP auch bei der 10 Millionen Schweiz. Was ich natürlich spüre, ist einfach, dass man nicht mehr Zuckerdeutsch hört. Wenn ich von der Herti, wo ich wohne, in die Stadt hineinlaufe, höre ich nur noch Englisch und andere Sprachen. Es ist die Identität, die weggeht, die Sprache, die weggeht. Man fühlt sich in dem Sinne nicht mehr daheim. Es ist plötzlich einfach eine andere Bevölkerung da. Die Partie beginnt. Komm jetzt! Zeit für Verpflegung. Ja, intensiv. Ein typischer Ambri-Match. Was ist das für Fleisch? Das ist Planted. Oh, Planted nehme ich nicht. Oh nein, das habe ich nicht gern. Dann nehme ich Roastbeef. Risi mag es auch hier traditionell. 10 Millionen Schweiz, das wird angenommen. Die 10 Millionen Schweiz, die Nachhaltigkeit, die wird angenommen. Da bin ich im Fall überzeugt. Die Leute haben es da oben. Von Zug, einem Kanton mit Wachstumsschmerzen, reisen wir nach Zuchwil im Kanton Solothurn. Eine Gemeinde, in der die Zuwanderung schon lange Teil der Identität ist. Wir besuchen ein Fußballspiel des FC Zuchwil. Konzentration, weitermachen. Ja, Ruhe auf dem Feld. Hier spielen 16 Kinder aus 11 Ländern. In der Gemeinde leben knapp 10.000 Menschen aus 90 Nationen. Der Ausländeranteil liegt bei 45%. Und viele Schweizerinnen und Schweizer haben einen Migrationshintergrund. Ich habe slowenischen Pass, aber ich bin Serbe. Ja. Ich habe auch slowenischen Pass und ich bin Bosnier. Ich bin Albaner aus Kosovo, ich habe kosovarischen Pass. Darf ich euch kurz etwas fragen?
Ich rede schlecht. Das macht nichts. Sie können Englisch mit mir reden, Deutsch, Französisch. Können Sie alles nicht? Was sprechen Sie denn? Slowenisch. Oh, Slowenisch kann ich leider nicht. Der Gemeindepräsident ist Sozialdemokrat. Er ist stolz auf sein Zuchwil. Für Patrick Marty ist klar, Zuwanderung eine Frage der Organisation. Jetzt sagen die, es läuft gut, aber Kritiker sagen, in der Schulklasse hat es noch vielleicht 3 oder 4 Schweizer Kinder. Das wirkt abschreckend auf Schweizer Familien. Die zügeln weg, die nicht ein bisschen schön färben. Nein, überhaupt nicht. Es hat eine Zeit gegeben, wo die Zuchwiler Schulen einen schlechten Ruf genossen haben. Das ist etwa 15 Jahre her. Und da sind viele Leute weggegangen, wenn die Kinder in die Schule gegangen sind. Meine Kinder sind auch alle in die Schule. Die haben alle ihren Weg gemacht. Sie waren immer die Minderheit in den Schulklassen als Schweizer Kinder. Und wichtig ist einfach die zusätzlichen Angebote, die man schafft. Das fängt vor der Schule an mit früher Sprachförderung, mit Vorkindergarten, mit familienergänzenden Beratungsangeboten und Betreuungsangeboten. Aber das müssen ja die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler alles zahlen. Selbstverständlich, aber eben, die zugewanderten Menschen sind ja Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zahlen auch Steuern, engagieren sich in Vereinen, wie beispielsweise hier im FC. Sehr viele Trainerpositionen sind besetzt mit Leuten, die zugewandert sind. Gratis gibt es das nicht. Die Gemeinde gibt pro Jahr knapp 1 Million für Integrationsangebote aus. Das sind 4% der Steuereinnahmen. Zum Beispiel kostenlose Deutschkurse. Wer möchte starten? Meine Mutter, sie heißt Marie. Ich habe 6 Geschwister. Viele der Teilnehmenden sind wegen der Arbeit zugezogen. Meine Firma arbeitet hier. Meine Firma hat ein Projekt hier. Ich komme aus Irland. Um meinen Beruf als Krankenpflegerin auszuführen, muss ich gut Deutsch kennen. Gut Deutsch. Sehr schwierig, aber ich muss lernen für meine Kinder, meine Familie. Für Zuchwil ist Zuwanderung nichts Neues. Sie gehört zur Geschichte des Ortes. Es gibt 20 Restaurants und Cafés im Ort, davon 18 ausländische. Hinten dran kommt nachher das Albanische. Am Morgen, Sali. Noch 2 Schweizer Betriebe. Sali Hans. Einer davon, diese Bäckerei. Danke vielmals. Seit Generationen kommen Menschen hierher. In den 50er Jahren, angezogen von der Schweizer Maschinenindustrie. Wir haben in diesen Industriebetrieben hat man Fachleute gebraucht, oder? Und auch Arbeiter, die man hier vor Ort nicht hatte. Oder? Zuchu war ein Bauerndorf und hat nachher eine Zuwanderung gehabt, primär Italien, dann ist die Türkei gekommen und nachher mit der Zeit auch aus Sri Lanka sind Tamilen in die Schweiz hineingekommen. Oder? Und diese Wanderungswelle die hat Zuchu immer mitgemacht. Die Entwicklung geht weiter. Auf dem Industrieareal entsteht noch mehr Wohnraum. Können unbegrenzt viele Leute in der Schweiz wohnen? Es wird enger und der Dichtenstress nimmt zu. Also wenn ich in eine Großstadt gehe, das ist mir hinten und vorne nicht. Also ihr wollt nicht 12 Millionen im Land? Nein. Es soll verträglich sein, oder? 11. Ich kann es nicht an der Zahl festmachen. Ich kann es wirklich nicht an der Zahl festmachen. Dass wir heute grosse Herausforderungen haben und sehen, dass wir mit der Infrastruktur, eben Autobahnausbau, den wir jetzt haben, die SBB, die ausbaut, der ÖV, der auch ausbaut, und man kommt nicht mehr hinten nach. Unsere Infrastruktur ist völlig überlastet. Das schlägt keine Geissen weg, das ist vollkommen klar. Und was muss man denn machen, dass man das managen kann? Wir stehen hier vor einem guten Beispiel. Hier ist Wohnen und Arbeiten am gleichen Ort. Und durch das ist natürlich die Mobilität kleiner, wenn die Menschen, die hier wohnen, auch hier arbeiten. Und das wäre sicher ein Rezept. Was sagen ihr denn den Leuten, die sagen, wir sollten das deckeln? Wir wollen wachsen, wir wollen quantitativ wachsen. Und mehr heisst mehr. Also wenn mehr produziert wird, wenn mehr Dienstleistungen entstehen, wenn man international im Steuerwettbewerb aktiv ist und auch unter den Kantonen und durch das Firmen anzieht, die brauchen Arbeitskräfte. Die Arbeitskräfte, eben wie die Zuchu entstanden ist, die brauchen Wohnraum. Und in diesem Zusammenhang kann man nicht sagen, wir definieren eine Zahl, sondern wir müssen über unsere Grundphilosophie diskutieren. Oder? Was wollen wir? Ist Wachsen wirklich unser oberstes Ziel, quantitativ? Oder müssen wir sagen, okay, wir müssen ein bisschen mehr auf Qualität schauen
Und mehr gleich besser, das sehen wir jetzt, das ist auch nicht die Lösung. Viele Nationen, ein Team. Der FC Zuchwil gewinnt das Spiel mit 7:4. Für die Familie Masi endet der Tag in der Schweiz. Aber das Träumen geht weiter. Guck mal, wenn jetzt da oben deine Kita wäre, stell dir mal vor. Und dann müsstest du jeden Tag zur Kita oder zur Schule. Wäre das cool? Ja, ne? Und dann gehen wir Schlitten fahren. In Leimbach bleibt Skepsis. Die Behörden halten an ihren Plänen fest. Die Asylunterkunft soll diesen Sommer öffnen. Auch der EVZ gewinnt. Und Adrian Risi ist überzeugt. Die SVP gewinnt die Volksabstimmung am 14. Juni. Die Familie Masi hat die Wohnung bekommen, erfahren wir Tage später. Ihr Traum, ein Leben in der Schweiz, rückt näher. Und die Schweiz? Sie steht vor der 10-Millionen-Frage. Mehr Rundschaugeschichten auf Play SRF streamen.